Gute Morgen, liebe Profen, mein Name ist Sammy Pissinger. An Haut weise mir ein Tutorial, wie man eben oder wie erstellen ich ein Team am Teams. Dafür rufen ich ein Teams ab. So, da klickt der Hai am Endeffekt auf Teams. Login alle gute Menge Teams angewiesen, wo ich dran bin. Da will ich ein neues Team kreieren, da gehe ich auf Join or Create Team. Das nächste ist Create Team, also ein Team erstellen. So, da kann ich eben Class kreieren oder eben ein PLC, Professional Learning Community Class als für Kommunikation mit den Schülern. Den PLC als eben den Gruppe Pädagogik. So, manchmal eine neue Klasse ab. Login ich nur dem für, was man geschickt kriegen. Der Text, was auch am iPad, von der iPad-Gruppe am Dokument dran steht. Enke schreiben wir sich Klasse, das Fach dahin, dann Klasse, LTED, und dann Jahr 1920. Am engem Fall wird das Physik, 3. GG 1, LTED 1920. Ich kann nach in Deskriptionen dran gehen, muss aber nicht gemäht gehen. Ich mache mal nicht. Dann gehe ich auf Next. Lo kreiert Microsoft ein neues Teams für mich. So, lo kann ich Studenten oder Mengstudenten invitieren. Gehen ich mal dahin, hören ich mal den ersten Schüler. Lo kann ich so weiterführen, kann ich mal den zweiten Schüler ranlöten, den dritten Schüler und so weiter. Wenn dann ein Lösch will gucken, immer der Schüler, das fand er wie gesagt elektronische Klassebuch, einfach durch die Nummer gehen, die Microsoft Teams finden sie automatisch. Wenn er da fertig tut, die kannst du einzeln ranlöten oder alle Gurten. Gleichzeitig klickt er hier auf Add. So, du setzt ihn automatisch Schüler ran, schickt der Schüler eine Nachricht, dass er an einem neuen Teams angelötet gehen ist. Dasselbe kannst du auch für Profe machen. Hier kannst du zum Beispiel den Direktor invitieren. Wenn ich das nicht, das ist ein bisschen überfordert, dass wenn du an alle Gruppe dran hast, die könnt du einzeln Profen ranlöten oder ein Member vom CEPAS. Weil das ein Unterschied zwischen Students und Teachers. Meine Teachers sind am Endeffekt mehr Rechte, mehr Möglichkeiten. Sie sind auch Besitzer vom Team. So, ich will mal Students rangeholt, kann ich meine Teachers ranholen, dann drücke ich am Endeffekt Close. So, aber mal auf Teamsite zurückgehen, sehen wir, hier ist ein Teams entstanden Physik, 3. GG 1, LTED 1920. So, da kannst du drauf klicken. Was wir gesehen ist den General. Das heißt, hier kann ich mit meinen Schülern kommunizieren. Ich kann Dateien ransetzen, Smiley und was auch immer, kann da ein bisschen durchgucken. Ich kann auch so ein Treffen Eiselo. Und hier hat er noch ein paar mehr Möglichkeiten, also aber für das Funktionament nicht relevant. Es geht einfach darum, ein bisschen Informationen können austauschen. Files können da im Endeffekt Dateien integrieren. Und dann die andere wichtige Funktion, die gesehen wir in einem anderen Tutorial, das sind Assignments. Da kann ich meine Schüler Aufgabe geben. So, soweit für diesen Tutorial, wo es darum gegangen ist, wie ich ein Team am Teams kreieren. Und dann wünsche ich viel Erfolg weiterhin und bleibt gesund.